So, Fabienne ist in einen Scheissdreck gestanden. Das letzte Mal bin ich es, das Mal ist sie es. Wie übel ist es? Hä? Wie übel ist es? Grusig. Nachdem wir eine super ruhige Nacht auf dem Parkplatz verbracht haben, geht sie jetzt ab ins Brauchtumsmuseum. Von Wasserauer aus fahren wir zurück auf Appenzell, wieder auf die ursprüngliche Grand Tour Route und fahren dann bis auf Urnäsch. Ziemlich genau mitten im Dorf hat es einen grossen Parkplatz und im hinteren Teil hat es auch genug lange Plätze, wo man mit dem Wohnmobil anstehen kann. Wir haben mal wieder Glück und es passt beim ersten Mal. So, Brauchtumsmuseum, wir kommen. Im ersten Teil dieser Etappe haben wir ja schon mal etwas über das Silvesterklausen gehört. Und das Thema können wir jetzt hier gut vertiefen. Hier sehen wir ganz viele schöne Kläuse. Es gibt nämlich verschiedene. Die schönen Klaushuben, das sind die aufwendig gemachten. Dann gibt es die schönen Wüstenkläuse. Die sind aus Naturmaterialien gemacht, aber auch sehr aufwendig und mega imposant. Und was es eben auch noch gibt, das sind die Wüstenkläuse. Da sieht man zum Beispiel gerade, wie so eine Larve entsteht. Die sind einfacher gemacht, aber nicht weniger imposant, wie wir finden. Mal schauen, wie sich so ein Klaus fühlt. Es hat hier so Schellen, die man anlegen darf. Oha! Ist das noch leer? Laut. Aber es ist eigentlich noch bequem. Aber es wird, mit der Zeit wird es sicher auch mega schwer. Ein Stock weiter oben geht dann die Ausstellung weiter. Da hat es zum Beispiel eine ganze Sattelwerkstatt. Und was man da auch sehr gut sehen kann, sind die handgemachten Pfeifen. Es ist ein wirklich schön gemachtes Museum. Auf jedem Stock, in jedem Zimmer lernt man wieder etwas Neues. Hier zum Beispiel gerade, wie die Holzschindeln gemacht worden sind, für zum die Häuser verkleiden. Das ist eine alte Drehbank. Und das hat man früher gebraucht, zum Milch aufbewahren, bevor man es käsen konnte. Alles in Handarbeit. Unter anderem sieht man auch, wie die Leute damals gelebt haben. Das ist eine alte Küche. Und das ist das alte Holzwerkzeug, das man früher gebraucht hat. Ganz oben im Gebäude wird es dann richtig spannend. Jetzt lernen wir nämlich, was der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Trachten und dem Schmuck.
kann Fabienne mal noch etwas ausprobieren. Ja, man muss eben gleich auch schauen, wie man schön. Ich probiere nochmal. Ja. Dann mal so schön. Ein bisschen breit drüber, dass es breit Fabienne ist aber nicht die Einzige, die sich auch musikalisch versuchen konnte. Es braucht das auch Übung. Ja, aber es ist nicht so schlecht. Und das klingt, glaube ich, noch schneller mal gut. Das ist noch schwierig, zum links und rechts. Dann kann man die drehen, dass es mit Holz draufschlägt, dass es ein bisschen kräftiger Aha. wird. Ja, also wir wird wahrscheinlich kein Hackbrettspieler. Gibt es da einen Trick? Ja, mit dem Zeigefinger sorgen wir, man den Schwung angeht. Ist also noch recht laut, so Ja, auf die Ohren. ja. Ja. Das ist eben auch vor allem die Jodelchöhle, die dann nachher als Erzählungen dazu. Ich bin also recht geflasht. Es war wirklich super gut. Also nicht nur du, ich auch. Mhm. Wir haben das Glück gehabt, dass wir jetzt sozusagen eigentlich eine Privatführung bekommen haben, weil es hat nicht so viele Leute gab. Und speziellen Dank an Hans Brunner. Das war Danke super vielmals. gewesen. Wir haben ganz viel gelernt. Ja. Unter anderem. Ich durfte und er hat mit mir und mir das gezeigt und erklärt, die Schellen, das Schellenläuten, das ist einfach, das ist gigantisch und das ist wirklich, also für mich ist es brutal schwierig gewesen. Mhm. Also nicht, es ist ein Gewicht natürlich, aber wenn man sich denkt, man muss da noch dabei laufen, man sollte im Takt sein miteinander und so, also Hut ab von diesen Brüchen, die sie da haben. Also es ist wirklich, aber es war mega cool gewesen, dass ich das jetzt mal so erleben. Ich hätte das wahrscheinlich nie sonst gemacht. Und bei dir mit Holzbrett, wie sagt man? Ja, Hackbrett. Hackbrettle. Lustig war, um das mal auszuprobieren, ist allerdings also nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist nicht einfach nur ein Rumklimpern. Nein. Es ist wirklich... Und ganz spannend war, wir kennen jetzt den Unterschied zwischen der Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden Tracht. Oh ja. Wir wissen das schon, aber wenn ihr das wissen wollt, wo der Unterschied ist, dann kommt hier Ins Brauchtumsmuseum auf Urnäsch. unbedingt. Es ist auch sonst, es ist wirklich, es ist 8 Franken pro Person der Eintritt und man sieht so viele Sachen und es ist so viel auch beschrieben. Und wenn ihr dann auch noch so das Glück habt wie wir, so quasi eine Privatführung, das ist einfach der Hammer. Es ist wirklich gigantisch. Für uns geht es jetzt aber noch ein bisschen weiter. Wir wollen auf die Schwegalp. Oh ja. Und das machen wir jetzt. Ja. Wir sind wieder auf der Grand Tour Route, biegen links ab und fahren Richtung Schwegalp. Als erstes auf der Schwegalp, solange es noch keine Leute hat, sofort das Obligatorische machen, und zwar das Grand Tour Bild.
Ja, die Schwegalp ist, wie man es vielleicht auch gehört, im Hintergrund immer gut befahren, vor allem mit TÜV-Fahrern und Sportautofahrern und so weiter und so fort. Es hat also immer viel Verkehr, es hat mega viele Parkplätze, aber wenn man erst am Nachmittag kommt, muss man also schon Glück haben. Ja, da muss man vielleicht eher einen suchen, ja. Vor allem mit dem Wohnmobil muss man dann also Glück haben. Es hat zwar hinter der Seilbahn, also auf der hintersten Parkplatz, wenn man ganz rundherum fährt, hat es etwa 10 Stück, die lang genug sind. Sind alle ein bisschen schräg, aber es geht. Und, aber dass man dann eben noch einen von denen hat, muss man ein bisschen Glück haben. Das ist ja so, ja. Es ist halt sehr ein begehrter Ort. Es hat auch immer sehr viele Leute, die da gehen wandern oder mit den Gondeln auf den Sentis. Mhm. Und von dem her ist es immer, man ist da nie allein, ist ja auch richtig so. Aber es ist wunderschön, wirklich. Ja. Also ein richtiges Wanderparadies hier. Und weil es so schön ist, gibt es hier natürlich auch noch einen Naturerlebnisweg. Und den gehen wir jetzt anschauen. Aber vorher machen wir schnell ein kleines Essenspäuschen. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Oh ja. Unsere Freitage gehen jetzt leider schon am Ende zu. Das heisst, den Rest dieser Etappe müssen wir ein anderes Mal fertig machen. Mhm. Wir hoffen aber, es hat euch mega gut gefallen, so wie uns. Wenn euch das Video auch so gut gefallen hat wie uns der Rundgang durch die Schwegalp, dann lasst uns doch einen Daumen da und auch oder ein Abo. Da würden wir uns freuen. Genau, so ist es. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, SWEFA on Grand Tour. Tschüss zusammen!